Jährlich landen allein in Europa über 7 Millionen Tonnen Textilien auf dem Müll. Man geht davon aus, dass sich darin verarbeitete Kunststofffasern niemals vollständig zersetzen. Ausgerechnet in einer Landschaft, in der man es nicht vermutet, sucht man nach Lösungen. Das Flüsschen Ticino bei Mailand ist Naturschutzgebiet, Heimat vieler seltener Tier- und bedrohter Pflanzenarten. Und auch bei Touristen äußerst beliebt. Alberto Candiani wohnt mitten in dieser schönen Region und hat es nicht weit bis zu seinem Arbeitsplatz, der hier völlig fehl am Platze wirkt. Eine riesige Weberei. Alberto Candiani war ein gefeierter DJ, bevor er das Familienunternehmen übernahm. Während die Konkurrenz in Billiglohnländer mit niedrigen Umweltauflagen abwanderte, blieb Candianis Familie mit der Weberei für Jeansstoffe in Europa. Heute wird hier jährlich Stoff für 13 Millionen Hosen hergestellt. Buongiorno, ragazzi. Dass Candiani trotz höherer Produktionskosten an seinem Stammsitz bleibt und der Globalisierung die Stirn bieten kann, verdankt er einem Ereignis, das die Firma erstmal an den Rand der Existenz brachte. Für seinen Großvater Primo war es ein riesiges Problem, als 1974 der nahegelegene Fluss Ticino und seine Umgebung zum Naturschutzgebiet ernannt wurden. Il fatto che l'azienda a tutto un tratto si trovasse in una riserva naturale. Die Tatsache, dass das Unternehmen auf einmal in einem Naturschutzgebiet lag, das hat meinen Großvater und meinen Vater sehr erschreckt. Denn die hohen Umweltauflagen konnten wir nur schwer umsetzen. Aber rückblickend denke ich, dass das unser größtes Glück war und zu unseren größten Leistungen geführt hat. Sie hatten die Wahl. Entweder woanders hinziehen oder jeden Produktionsschritt auf Umweltverträglichkeit überprüfen. Sie nahmen die Herausforderung an. Seitdem wurde laut Firma die Anzahl der Farbbäder von 7 auf 2 reduziert. Und zum Fixieren der Farbe wird statt Chemie Chitosan aus Pilzen eingesetzt, das sogar das Abwasser reinigt. Unterm Strich soll so der Wasserverbrauch um 75 und der Einsatz von Chemie um 65% gesenkt worden sein. Candianis Produktion ist umweltschonender geworden, aber der Stoff selber war es lange Zeit nicht. Heutzutage bestehen 80% aller Jeanshosen aus Stretchstoff, für den ein elastischer Faden mit der Baumwolle verwoben wird. Diese Kunststofffaser wird aus Erdöl synthetisiert und ist nicht biologisch abbaubar. Wird die Jeans weggeworfen, geht man davon aus, dass sich diese Fasern niemals vollständig zersetzen. Alberto Candiani wollte auch dieses Problem lösen. Aber wie? Über die Lösung stolperte er beim Feinkosthändler um die Ecke, den er regelmäßig besucht. Fantastico. Ihm fiel eines Tages auf, dass die Salami von einem dehnbaren Gumminetz umgeben ist. Gummi wird bei bestimmten Sorten verwendet, weil er während des Reifeprozesses die Salami strafft. Die Idee, diesen biologisch abbaubaren Gummi aus Kautschuk in seinen Stoff einzuweben, ließ Candiani nicht mehr los. Es war sehr kompliziert, diese Idee in ein wirklich brauchbares Produkt zu übertragen und darauf ein Patent anzumelden. Am Ende waren 5 Jahre Forschung und ein bisschen Wahnsinn nötig, um diesen weltweit einzigartigen Jeansstoff zu entwickeln.
Der neue, umweltfreundliche Stretchstoff ist kaum von dem mit Synthetikfasern zu unterscheiden. Doch der Preis liegt etwa 30% höher. Deswegen zögern noch viele Jeanshersteller. Noch ist das neuartige Garn ein Nischenprodukt, obwohl es die gleiche Qualität wie synthetische Fasern besitzt. Es ist genauso elastisch Und biologisch abbaubar. Es soll sich auf dem Komposthaufen in 6 Monaten zersetzen. Nur essen kann man es nicht. Wenn Alberto Candiani Modehersteller aus dem nahen Mailand zu sich einlädt, um sie von dem neuen Stoff zu überzeugen, serviert er ohnehin lieber klassische italienische Kost. Ich glaube, dass wir in 5 Jahren die Hälfte unserer Stretchstoffe mit natürlichem Gummi verkaufen werden. Ich hoffe natürlich, dass es noch schneller geht. Und wir versuchen, das hinzubekommen. Die gute Nachricht: Umweltfreundliche Innovationen kommen nicht nur der Natur zugute, sie sichern auch Arbeitsplätze.